Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Setz dich, Red. Beckett, ich muss deinen Visor kalibrieren. Gut, fertig. Was wollen die denn von dieser Aristide-Tussi? Keine Ahnung. Wir stellen keine Fragen, Red. Wir gehorchen. Stokes, sag uns, was du weißt. Unsere Zielperson ist Genevieve Aristide, Präsidentin der Armacam Technology Corporation. Sie ist offenbar in ihrem Penthouse gefangen. Wir sollen das Haus sichern und sie in Gewahrsam nehmen. Sicherheitsgewahrsam. Nichts zerstören, auch wenn sie sich wehrt. Und wir müssen durchaus mit Widerstand rechnen. Sie hat offenbar mit dem Blutbad in der Armacam-Einrichtung zu tun. Wie ich sagte, keine Fragen. Sie ist ein wichtiges Ziel und wir sollen sie einkassieren. Also werden wir das tun. Streng nach Lehrbuch und ohne Mätzchen. Bleib locker, Tom. Was kann die Geschäftsfrau schon tun? Eine böse SMS schreiben? Sie ist nicht das Thema. CENTCOM glaubt, der Aufsichtsrat von Armacam möchte seine Spuren verwischen. Und dazu könnte gehören, Aristide auszuschalten. Fox, geh mit Stokes. Keegan kommt mit mir. Beckett, Red, Manny setzt euch vor dem Gebäude ab. Wir treffen uns in der Lobby. Mist, warum soll ich mit Godot losziehen? Denn ich mag Heulsusen nicht. Also, los jetzt. Denkt dran, Leute. Finger stillhalten. Der Auftrag lautet, Aristide zu finden, nicht zu töten. Scheißdreck, Mann. Was ist an der so wichtig? Sollen das doch die Bullen machen. Sei froh, dass wir nicht in die Armacam-Zentrale müssen. Die Aufklärungstrupps dort hat's in Stücke gerissen. Der Laden ist außer Kontrolle. Eure Haltestelle, Jungs. Und somit seid gegrüßt zu 4.2. So wie eins vorweg, ich kenne die erste Stunde bereits. Die spiele ich jetzt zum 4. Mal. Die Geschichte dazu, ja, erzähle ich dir im Laufe des Spiels. Wir werden hier mal ein bisschen runtergehen, weil ich ein Trottel bin in manchen Hinsichten, lasse ich das mal an. Schwierigkeitsgrad normal, Untertitel braucht man nicht unbedingt. Was wir aber tun sollten... Man. Hier... Hier ein bisschen runter. Grafikeinstellungen. Ah, da kannst du nur die Helligkeit einstellen. Ja, es wird etappenweise eh sehr finster. Und den Rest siehst du dann eh, wenn es soweit ist. Und zwar, ich habe das Spiel jetzt schon zum 4. Mal begonnen. Abwechselnd Xbox 360 und immer im Wechsel mit der Xbox Series S. Genau. Jetzt sind wir auf der Xbox Series S unterwegs und ja, das ist schon bei Weitem besser. Kurzer Blick, eine kleine Einstellung möchte ich noch verändern. Zielhilfe, wo war denn das? Nein. Ah, okay, da muss ich immer wieder zurückgehen. Okay, wir rennen mal. Red, Beckett, wie sieht's aus? Alles ruhig, Top. Okay, gehen wir hinein. Ja. Hier sind Dinge geschehen. Schau dir das an. Mann, das nenne ich mal edel. Probierst du endlich die Türen? Ich kann dich erschießen auch, Affe. Die Tür geht nicht. Hier ist alles versperrt, wie du gleich sehen wirst. Der Haupteingang ist offenbar blockiert. Ja, du bist ein ganz ein schlaues Zapfer. Das einzige Penthouse, das ich kenne, besteht aus Papier. Im Übrigen, eins vorweg, ich Jetzt weiß. können wir durch die Kaffeeküche. Lass den Alten besser nicht warten. Ich lasse den Alten so lange warten, bis er alt wird. Eins vorweg. Ich habe bis jetzt, bis auf die Dame und diesen Griffin, keinen relativ... Top, jemand hat den Hausmeister auf dem Klo erwischt. Von hinten in den Kopf. In der Lobby gab's auch Tote. Einer sicher, der andere wahrscheinlich, dem Blut nach zu urteilen. Beeilt euch, Leute. Ich... Relativ unsympathisch, die Begleiter. Das mal vorweg. Die Taschenlampe haben wir hier.
das Ganze entwickelt sich im Laufe der Zeit zu einem ziemlichen, ja, zu einem ziemlich geilen Trip. Es gibt Ärger. Los jetzt. Die erste Stunde habe ich Und im Tor gesagt, durch, Beckett. kenne ich eh schon. Da. Machen wir mal die Taschenlampe an. Hinterzimmer klar. Da ist ein Privataufzug zu Aristides Penthouse, aber offenbar ist er blockiert. Ich brauche ein bisschen, um das System zu knacken. Oder geht ihr lieber zu Fuß? Vergiss es. Da ist einer fast verblutet. Wohl ein Schuss in die Arterie. Die Arterie? Meinst du die Arterie subclavia oder die Karotis? Jemanden wegen seinem Wissen zu foppen ist ein Zeichen von Unsicherheit. Wir müssen Aristide finden. Jetzt. Richtig. Fox, sichere den Eingang. Red, du die Treppe. Der Rest kommt mit mir. Die Treppe? Was soll das, Top? Das sind ewig viele Stufen. Viel Spaß damit. Ja, an ein Spielerdesign müsst ihr euch gewöhnen. Dann los, Beckett, beweg dich. Du wirst herumgeschoben von den NPCs, genau. Nicht schon wieder. Keegan, was ist los? Keegan! Mist. Du Hurensohn. Er blutet. Verdammt. Ich stütze ihn. Stokes, Beckett, weiter. Die Weste hat viele Kugeln abgefangen, aber eine ging durch. Schlimm? Naja, er überlebt's. Wer die Geschichte nicht kennt, eins vorweg. Ist okay, Keegan? Ich glaube, Sie haben meine Arterie getroffen. Mann, lass es gut sein. Schöner Blick, was? Ja, In Ordnung, Beckett. Wir sind nur zu zweit. Pass auf, ich zähle auf dich. natürlich, Und natürlich. achtet auf eure Ziele, Leute. Niemand erschießt Aristide. Doch, ich als erstes. Wo war ich stehen geblieben? Kontakt. Bereit machen. Abknallen. Warum machst du alles? Beckett, schnell. Sofort hierher mit euch. Alle mal hören. Wir haben hier ein Problem. Und ich mag sowas nicht. Ja, Bleibt dieser Schaffer. Ich will die Unterstützung hier haben. alles mit der Ruhe. Immer dieser Stress in Videospielen. Auf dem Balkon. Colonel, da kommt ein Kind her. Egal, und wenn es der Fall da oben ist. Oben auf dem Balkon. Ja, ja. Gut aus. Prima, Beckett. Was wollte ich sagen, bevor ich hier unfein unterbrochen wurde? Genau, ich weiß schon wieder. Und zwar, Hey, Beckett, hier drüben. was die Story im Laufe der ersten Stunde verrät, diese Truppe hier, diese unnötige, hat eine kleine Verbindung. Mehr will ich jetzt dazu nicht sagen, gell? Er geht Scheiße. hier durch. Ich suche den anderen Eingang. Ja, du suchst und ich suche auch. Ich suche den gestrigen Tag, denn der war sicher... Red, wo steckst du? Treppensteigen. Das tut mir echt leid. Von ganzem Herzen leid. Ach nee. Denn der war sicher stimmiger als dieser hier. Mhm. Ja, wie gesagt, wir spielen hier auf der Xbox Series S über die Abwärtskompatibilität. Und wie gesagt, die erste Stunde kenne ich bereits. Hier ist Geneviève Aristide. Hören Sie mich. Beeilen Sie sich. Das Haus wird angegriffen. Ich denke, das sind Colonel Vannex Leute. Das ist der perverse Killer, der für den Aufsichtsrat die Drecksarbeit macht. Finden Sie mich. Bin ich tot. Ja. Hier ist auch, wenn ich so sagen darf, ein kleines Experiment daneben gegangen. Mhm. Medikit. Da habe ich herumgeschissen.
in einer der ersten Aufnahmen. Ist das insgesamt schon die 4., habe ich eh schon erzählt, ne? Ja, genau. Ah, das war das hier. RB die Granaten. Was ist mit den Maden in der Suppe? Eigentlich war ja The Last of Us geplant. Aber, wie es der Zufall halt so will, kam mir dieses Spiel auf der, ich sag's mal, auf der Suche nach etwas, was ich zeigen kann. Liste über den Weg und ja, jetzt sind wir hier. Blub, blub. Nehmen wir gleich alles mit. Zwischenrein wird das Ganze sehr storylastig, beziehungsweise sehr leselastig. Mhm. Aha, hier kann er nicht hoch. Wie gesagt, diese Truppe hier, die hat was miteinander zu tun. Mehr kann ich dir jetzt noch nicht verraten. Und mehr will ich auch nicht verraten. Ja. Natürlich, jetzt ist es ein bisschen leise, gell? Aber ich versuche im Schnitt das Ganze ein bisschen lauter zu machen. LB Feuermodus. Okay, das war das. Okay. Top, ich bin jetzt oben. Alles klar hier. Wurde auch Zeit. Versuch Stokes und Beckett zu erreichen. Okay. Ich komm rauf. Beckett, das sind wir. Und wenn du das Spiel das erste Mal spielst und du bist ganz unten vor dem Aufzug, wo der eine niedergeschossen wird von dieser Truppe, schreck dich nicht, du wirst nicht nur von den NPCs hin und her geschoben, du hast auch unsichtbare Wände, die ab einem gewissen Punkt wieder verschwinden. Genau. Hier bin ich. Ah, das ist so... Wie soll ich sagen? Da kommt ein kleines Zusatzgimmick zum Spiel und zum Tragen. Das wird das Ganze relativ angenehmer machen. Sagen wir es mal so. Ja. Mal schauen, ob ich alles noch so zusammenbekomme, wie ich es zusammenbekommen will. Denn hier gibt es Panzerung, genau. Und irgendwo liegt hier noch ein Medikit oder drumherum gesperrt. Da kommen wir nicht rein. Naja, weißt du was? Sei es drum, wir gehen weiter. Nicht schrecken. Der Charakter trippelt wie so ein Hase. Holla, falsch. Munition, Granate. Weißt, nach all den Jahren
Fallout, The Long Dark, wollte ich mal weg von Alltäglichem und wollte mal, sagen wir es mal so, ich wollte mal wirklich Spiele spielen, die ich wirklich nicht kenne. Das ist eines davon. Und ehrlich gesagt, das, was ich in dieser Stunde gesehen habe, gefiel mir eigentlich sehr gut. Ach ja, und Mass Effect. Ich meine, ich liebe Mass Effect über alles. Gibt's nichts, aber bin schon gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Nach dieser Stunde, die ich schon Ich treffe kenne. auf wenig Widerstand. Ich auch. Sehen vermutlich alle hinter Godot her. Er sichert den Sektor. Ja. Die KI ist nicht unbedingt die hellste Torte auf der Kerze. Oh. Siehst du, sie sehe ich heute auch erst zum ersten Mal. Wir haben sogar Füße. Sie ist seit 12 Jahren da drin und schwebt im Dunkeln. Ich habe euch mit dem Sicherheitssystem aufgespürt. Vorsicht, das sind sehr viele. Geht in den Hauptschlafraum. Dort ist eine verborgene Tür. Mist, jemand stört das Signal. Das Einzige, das mir jetzt noch nicht in den Kopf will, wie das alles zusammenhängt. Es geht hier um ein Projekt, um die kleine Alma, aber ich hoffe, dass ich das später mal kapieren werde. So. Hier rein? Ah genau, hier rein muss ich. Glaubt denn irgendwie ernsthaft, Aristide hat diese Projekte durchgezogen, ohne den Vorstand zu informieren? Granate! Runter! Vorrücken! Vor! Oh! Funkkontrolle! Ja, ich tue mir jetzt ein bisschen leicht, weil ich die erste Stunde schon kenne, ne? Vorwärts! Ja. Verstärkung! Und gleich eins vorweg. Oder bisschen, also das ist die Panzerung. Gleich eins vorweg, der Gewaltgrad wird ein bisschen anziehen. Na. Ja, genau. Jetzt haben wir es benannt. So, her damit. Gesundheit voll. Wäre schön, wenn wir eine Weste finden würden. MMATC sagt Hallo. MMATC sagt blablabla. Entschuldigung. Sind Sie da? Es wäre verdammt nochmal besser für Sie. Snakefist sagt, verflucht, ich sagte, hören Sie auf, mich zu nerven. Ich arbeite so schnell ich kann. Ich war hier das ganze verfluchte Wochenende ohne Klimaanlage und mit Verpflegung aus dem Automaten. Konnte er schlecht eine Pizza hierher bestellen. MMATC sagt, Wade ist verrückt geworden. Die Habinger Kandidaten werden in Kürze hier sein. Snakefist sagt, bitte was? Sie sagten, das sei alles reine Theorie. Das war es. Sie sind völlig bekloppt. Ach ja, klar, natürlich sind sie das. Legen Sie sich nicht mit mir an, Terry. Wer ist Terry? Ich kenne niemanden, der Terry heißt. Und welcher Trottel würde wohl auf die Idee kommen, einen Klarnamen in einem gesicherten Chat zu verwenden? Beruhigen Sie sich. Ich kenne Sie nicht. Hören Sie auf zu spammen, okay? Danke, auf Wiederschauen. Snakefist erscheint als offline. Hat ein bisschen.
Genevieve, der Aufsichtsrat hat ihren Bericht über das Massaker auf der Perseus-Anlage heute früh und die darauf folgende Krise im Hauptquartier von Fairport debattiert. Um ehrlich zu sein, das ist genau die unverblümte Art, zur Sache zu kommen, die wir von ihnen gewohnt sind, seitdem sie uns damals umgangen und die Kammer wieder geöffnet haben. Die Kosten ihrer geradezu monumentalen Dummheit und Arroganz sind zurzeit noch nicht abzuschätzen. Der Aufsichtsrat ist zu dem Ergebnis gekommen, dass unsere gesamten Operationen in Fairport verloren sind und dass sie allein dafür verantwortlich sind. Ihre Ausflüchte und ihre Suche nach einem Sündenbock ändern nichts an der Tatsache, dass sie persönlich diese katastrophalen Handlungsanweisungen gaben. Bitte rechnen Sie in Kürze mit Ihrer offiziellen Kündigung. Carson Sailors, na bitte, Vorstandsvorsitzender, was war das? Vorstandsvorsitzender der Armacam Technology Corporation. Na bitte. Also wie du siehst, es wird relativ absurd im Gewaltgrad. Aber das soll uns ja weiter nicht stören. Wir sind ja mittlerweile erwachsene Menschen. Hm? Hallo? Hallo? Aber ich muss rauf, genau. Ich muss mich noch immer daran gewöhnen. Auch wenn ich das jetzt zum 4. Mal beginne, die erste Stunde, an das hier. Dass ich hier nochmal draufdrücken muss. Aber vielleicht finde ich irgendwo eine Einstellung. Nochmal. Ah. Zu erledigen. Senator anrufen, um Habinger Zeitplan zu beschleunigen. Laborergebnisse von Terry besorgen. Dr. York wegen Operation anpiepen. Zur Bank das Wichtigste aus dem Schließfach holen. Übernachtungstasche packen. Die Dose für die Kontaktlinsen nicht vergessen. Rettungshubschrauber in Warteposition. Nur für den Fall. Hm? Harlan, das muss aufhören. Sie ist zu gefährlich. Sie sagen, ich soll meine Tochter einsperren. Du hast es gewusst. Wir wussten es beide. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Da kommt jetzt gleich ein kleiner Personalakte. Michael Beckett. Das sind wir, wenn ich recht... Normal? Ja, Beckett, das sind wir. Sergeant York, eingereicht von S. York. Paragon Untersuchungsergebnis. Körperliche Verfassung hervorragend, mentale Stabilität hervorragend, telästhetisches Potenzial hervorragend. Anmerkung. Entschuldigung. Der Proband hatte Schwierigkeiten in der Schule, brillierte aber im Militärdienst. Naja gut. Zudem sind seine Paragon-Ergebnisse die besten, die ich je gesehen habe, abgesehen von denen der Origin-Prototypen. Mit telästhetischer Verstärkung könnte er sogar Paxton Vettel übertreffen. Habinger Status genehmigt. Harold Keegan, Sergeant First Class, bla bla bla, Paragon-Untersuchungsergebnis hervorragend, durchschnittlich exzellent. Anmerkung. Der Proband zeigt makellose akademische und militärische Leistungen. Das telästhetische Potenzial ist überdurchschnittlich, doch sollte auf die mentale Stabilität geachtet werden. Entgegen den üblichen 9 Monaten wird eine 4-monatige Bewertungsperiode empfohlen. Besonderer Hinweis, die telästhetische Signatur des Probanden ist bereits zu 83% mit Alma synchronisiert. Weitere Anpassung kann eventuell entfallen. Habinger Status genehmigt.
Sergeant Beckett, wo ist der Rest des Teams? Wir haben wenig Zeit. Sie und Ihr Team sind unsere einzige Hoffnung, Alma zu stoppen. Oh Gott, das ist sie. Dieser Sturkopf hat uns wahrscheinlich eben umgebracht. Tja, wenn Experimentelle schief gehen. Was ist los? Ist was? Hier entlang. Warte, was war hier? Ein wunderschönes Klo. Die Königin der Schüsseln, die Stradivari unter den Toiletten. Ich glaube, ich muss runter, ja. Sie ist jetzt eine Frau. Und weiß es nicht einmal. Was zum Teufel war das? War das eine Bombe? Oh Gott! Oh, Mist! Griffin! Mist! Was ist los? Red, melden! War nur ein kleines Atombömpchen. Nehmt sie an Bord. Wir haben wenig Zeit. Pupillen sind geweitet. Er reagiert auf die Medizin. Prüft die Dosierung. Das sollte nicht sein. Und wenn es nicht wirkt? Was läuft hier, Dr. York? Moment. Verdammt. Notmaßnahmen.